Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und wir sagen mal Ahola Ahoi, beziehungsweise Aloha zu Ahola. Wie gesagt in der letzten Episode schon, wenn man hier das Bett nicht benutzt, dann kann man hier auch jederzeit wieder ins Zimmer reingehen und speichern und halt ratze, wenn man es braucht. Jetzt will ich aber ja schon mit der Zimmernachbarin retten. Du willst essen? Unsere Spezialität sind gegrillte Sardine. Als Menschen willst du mal probieren? Ich habe leider keine Auswahl, aber ich stets mal ganz gern probiere, ja. Was ist denn mit dir da? Das Zimmer ist dort, gute Nacht. Okay. Und du, lustiger Mann? Ich habe dich ja noch nie gesehen, wo kommst denn du denn her? Was? Kanalisation? Ich habe eine Geschichte darüber gehört. War der Mann, der uns seine große Tramp erzählt hat. Er hat Columbo-Käse und hat gesagt... Sir, eine Frage noch. Nee, Quatsch. Und er hat gesagt, er sucht noch einen neuen Kontinent. Er ist nach Spanien gegangen, um seine Geschichte zu erzählen. Okay, das scheint wohl, dass wir hier in Portugal eigentlich sind und noch nicht in Spanien, sondern dass in Spanien nur die Burg liegt. Ich bin aus Spanien geflohen, dem angrenzenden Land von hier. Es war der reinste Horror. Gleißendes Licht ist im Schloss. Guck mal, mir ist gerade noch die Flucht gelungen, aber meine Frau und mein Kind... Oh, scheiße. Das ist nicht so schön. Definitiv nicht. Ja, Ahola scheint dann wohl Portugal zu sein. Hey, ich bin mit der Retter. Aholas Spezialität sind frische Sardine. Habe ich nicht was von gegrillte gehört? Im Süden liegt der Hafen von Ahola. Das ist ein kleiner Hafen. Aber die Sardinefischerei, die floriert. Okay. Dann gehen wir aber zuerst mal zum Händler. Und statt des Schnorres steht jetzt noch ein Acheklapp neben dran. Was hast denn du für uns lustiger Händler? Lass mal gut sein. Oh, hier kann ich Götterknoller kaufen. Sehr gut. Nehmen wir mal 6, damit noch ein bisschen Spielraum noch over ist. Gegengift, dort decken wir uns auf jeden Fall wieder ein. Bam, bam, das war's dann. Dann gehen wir mal zu dem Areklappe her. Wer nichts kauft, fliegt raus. Okay. Wehrt Giftangriffe ab. Viel Spaß. Dankeschön, komm bald wieder. Ajo. Aber leider versperrt der Ketzel den Weg, deswegen komme ich doch jetzt nicht hier. Das ist eins meiner Lieblingslieder, muss ich gestehen. Die Silberrüstung wehrt Giftangriffe ab. Die macht einfach gute Laune, die Musik, wie ich finde. Ach, ich mag die. Kaum dreht man den Rücken zu, poliert der Ende, was weiß ich, Flöt und der Anna macht Krafttraining und racht. Ach ja, Zigarette oder sogar in der Hand gehabt. Ich habe gesehen, wie er abgearscht hat. Was ist da mit dir, Mädel? Hast du von Spanien gehört? Etwas unsagbar Böses ist dort übers Land gekommen. Oh. Das klingt aber nicht so gut. Ui, arge helle Glückselixier. Gleich mal Schlucker. Wir haben leider nur noch ein freier Slot bei der Rüstung und dann müssen wir wohl bald was kicken und ich trenne mich doch so ungern von dem Zeug. Ja, das pumpt man jetzt erstmal ab. Schmeckt noch Gummibärle. Und das Glück steigt um 1. Okay. Was ist da mit dir? In Schloss Toronia sollen 4 mysteriöse Bilder sein. Angeblich enthalten sie Juwele statt von der Aare. Das führt dazu, dass sich viele Diebe davor interessieren. Aber kann er jetzt hier zurückkommen? Okay. Seemannsgarn und so. Unser Ketzel liegt am Kamin. Oh, Kerch. Und was mit dir? Du kennst schon die Quadros. Das sind Nomade und die reisen rum. Die tanzen, singen und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen grob, wenn es ist, die handeln mit Menschen, um Geld zu verdienen. Aber ich glaube mal eher, dass sie mit Menschen handeln treiben, statt Menschen als Ware zu verticken. Was ist da mit dir, Kumpel? Es gibt jede Menge Sardinen, doch die verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Okay, dann gucke ich mal, Matrose, ob wir noch was finden. Was mit dir? Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung von der Städte. Und ich heiße eigentlich Ackermanns Heinz so nebenbei. Bis jetzt gibt es ja kaum Industrie. Ach, hier müssen wir mal was unternehmen. Weil ohne Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Wachstumsrate von der Stadt beträgt deswegen im Moment 0%. QK4. Okay, Handwerk. Gehen wir mal zu dir, Kumpel. Ja? Ich stelle gern solche Töpfe und andere Sachen auch noch her.
Ich soll eine schöne Kirchenschmuck entwerfen, aber tja, ich weiß nicht was. Vielleicht kann ich wertvolles Mineral verwenden. Aber leider kenne ich nichts, weil ich benutze nur Keramik, weißt du, wie ich mein. Nur Ton und so. Die Königin von Spanien hat im Schloss Toronja regiert. Die ist durchgeknallt, nachdem wir 3 Szenen auf dem Schiff gestorben sind. Aber das habe ich schon in der letzten Episode erzählt. Wahrscheinlich mit einer anderen Stimme. Okay. Wenn wir bessere Medizin hätten, könnte man mehr Leben retten. Der Dr. Emilio ist dort drüber sehr verzweifelt. Ja, es ist ja nicht so schön, wenn man jetzt möglicher Zeich hat, ne? Es ist so heiß, ich fühle mich schrecklich. Ach Gott. Unser Kind leidet an Fieber. Der Dr. Emilio schafft ja alles, was er kann. Ja, aber wenn nur ein Arzt im Ort ist natürlich scheiße. Was ist mit dir? Dr. Emilio forscht noch Mittel gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt kostenlos noch an der Rezeption. Weil der voll der geile Typ ist und ich renne immer gern gegen Stühle. Genauso wie ich hier. Dr. Emilio ist ein guter Arzt, der behandelt die Arme kostenlos. Dr. Emilios Freund wird vermisst. Sein Freund heißt Columbo. Der Dr. Emilio ist deswegen besorgt. Die rennen alle gern gegen Stühle, wie es aussieht. Wir drängen uns jetzt mal fett vor, weil wir sind Privatpatient. Was ist los? Du bist krank? Du siehst doch kein gesund aus. Ja, ich wollte einfach mal rein und dein lustiges Skelett dahin angucken, was anatomisch sehr korrekt ist. Sagst du uns noch irgendwas? Ja, das Übliche. Okay, ich hätte gedacht, ich könnte hier nochmal gratis was abstauben, aber das kommt wahrscheinlich erst später. So, jetzt gehen wir mal in Flamme auf und gehen in die Kirche. Ja, was ist mit dir? Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bete jeden Tag davor, dass es besser geht. Naja, wenn du sonst nichts mehr machen kannst. Und was ist mit dir? Oh Gott, die sieht schon aus wie so katholische Gretel, oder? Mit ihrem Kleid und mit ihrem Zepp. Die Güte von Gott ist grenzenlos, er beschützt die Schwache. Oh, alles klar. Und was ist mit dir? Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seiner Ahre sind wir alle gleich. Lasset uns beten. Amen. Okay, der ist päpstlicher als der Papst hier. Gehen wir lieber mal raus. Und ich glaube, das war erstmal alles, was wir hier in der Hola machen können. Ah, gucken wir gleich mal an, was aus Loire-Woche ist. Oho, haha, hihi. Ja, da gucken wir doch gleich mal rein. Ganz am Zoll vorbei, der mittlerweile gratis ist. Und jetzt geht's mal ins neue Loire rein. Gucken wir mal, was der Jean innerhalb von den 2 Minuten draus gemacht hat, wo wir nach Portugal gereist sind. Ah, die First Avenue. Was ist mit dir, du nobler Hund? Okay. Wunderschön. Was wird mit Loire geschehen? Ja, das weiß man noch nicht. Aber bisher wird es mal größer, wie es aussieht. Können nur rechte Tra. Hallo, Herr Nobelmagier hier. Willkommen bei Magier. Ja, das schüchtert die Gegner ein. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Holen wir uns gleich mal. Joink. Ansonsten haben wir das alles schon. Okili. Das war's erst einmal. Jetzt gehen wir nochmal zum Händler Nevetra. Okay, wie das bekannte Duo aus normalem Zuhälterhändler mit... Ich sag sorry, aber die haben seinen Zuhälterbart, ist aber großartig. Und die Aare Klappe auch noch dabei. Was will ich dann Schönes? Nichts, was ich nicht schon hab. Und was mit dir? Wer nichts gehabt, fliegt raus. Okay. Der Eispickel, hui, der kalte Hauch des Todes. Aber den kriegen wir später noch im Spielverlauf. Und das Ding wird von der Garde getragen. Ach, das kriegen wir noch im späteren Spielverlauf. Also, ist nicht schlimm, wenn wir uns das jetzt hier nicht für ja Geld holen. Oh, voll gegen Schild gerannt. Werkstatt, Handwerker, Pierre. Alles klar. Das Schloss wurde nach dem Tod von Oh, Entschuldigung, wir sind hier in Loire. Das Schloss wurde nach dem Tod des Königs für jedermann geöffnet, weil wir dort ein spektakuläres Wettessen veranstalten. Natürlich nur mit Froschschenkel und so, ne? Pierre! Zudem müssen wir auf jeden Fall hier, der wird noch wichtig sein für die Städteentwicklung. Ich bin Pierre, ich liebe es, an Maschinen herumzubasteln. Willst du für meine Erfindung... Willst du meine Erfindung sehen? Ja klar, Erfindung klingt interessant. Ich kann nun Bildern von Menschen auf Papier festhalten. Kannst du mal bitte stillhalten? Ah, très bien, fertig. Gegrillt. Tja, das war wohl nicht so wirklich, ne? Naja, ich muss wohl noch ein bisschen daran basteln. Okay.
Ich trau dir einfach mal, geh nochmal rein. Du hast es jetzt bestimmt schon behoben, Pierre. Na, wie sieht's aus? Ich bin Pierre. Ich liebe es, an Maschinen herumzubasteln. Wie soll meine Erfindung sehen? Erfindung klingt interessant. Ich kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Kannst du mal bitte stillhalten? Trevier, fertig? Und angezündet. Oh. Au, also langsam wird's bisschen dick und nimmt das dick und doof Charakter ab hier. Ich hoffe, aller guten Dinge sind drei und so. Ich bin Pierre, ich liebe es an Maschinen herumzubasteln und meine Kurzzeitgedächtnis ist schon von meiner Apparatur kaputt gemacht worden. Deswegen sage ich immer dieselbe Sachen. Und deswegen sage ich nur, weil meine mütterlicherseits Großtante aus der Pfalz kommt. Wie zu meiner Erfindung zum dritten Mal sehen. Ja. Klingt interessant. Ich kann nun wieder von Menschen auf Papier festhalten, natürlich. Kannst du mal still halten? Ja, fertig? Ja. Nichts passiert? Das wird dann nicht. Ich habe es geschafft. Eine Maschine, die Bilder auf Papier bahnt. Vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Ich werde diese Maschine Kamera nennen. Ich schenke dir eine. Also Dank für deine Hilfe. Und bitte verklag mich nicht wegen die Verbrennungen. Argeld Kamera. Hervorragend. Also jetzt haben wir mal so eben schnell die Kamera mitentwickelt und erfunden. Und das Ding wird auf jeden Fall noch wichtig sein. Das ist halt natürlich ein Riesen-Oschi. Und ich habe das immer so als Tick von mir, seit ich Terranigma spiele, wenn ich nichts wirklich brauche. Und die Hundepfeife brauchen wir ja nicht, weil wir nicht gerade Wölfe bändigen müssen, habe ich immer normalerweise die Kamera ausgewählt. Und ich habe da, so einen Tick, ich weiß, man muss, wenn man Bilder jetzt in einer Stadt machen will, das wird noch später wichtig sein, um die Orte bekannt zu machen, muss man die Bilder an Touristikbüros geben. Und ich weiß, es geht eigentlich reiche, wenn ich jetzt hier in der Ecke irgendwo Bild mache oder hier gegen die Wand oder so. Aber weil ich einfach im Spiel mit dabei sein will, will ich auch wirklich von den schönen Plätzen von dem Ort wirklich ein Bild machen, als den ich jetzt sage, horch mal, hey, das sieht so schön aus. Hier beispielsweise das schöne Mädel und der Baum. Kommt, das ist doch ein wunderschönes Objekt. Und in Loire hat Ark ein Foto gemacht. Jetzt haben wir ein wunderschönes Mädchen an so einem wunderschönen Herbstbaum. Marcel, wie geht's dir dann? Du bereist die ganze Welt. Ich habe eine Frage. Ich würde gerne wissen, ob meine Bilder auch in anderen Städten Gefallen finden. Könntest du mir helfen? Klar, was kann ich auch von dich tun? Nimm eines meiner Bilder mit auf deine Reise. Wenn du einen Kunstliebhaber triffst, frage seine Meinung. Ich kann dir kein Geld geben, aber bitte sag mal Gemälde herum. Ackerheld, Ölgemälde. Okay. Na gut, wir machen mal ein bisschen Werbung für die Künstler, weil ja, Künstler und so, die haben nie so viel Kohle. Und der arme Kerl hat sich jetzt entscheiden müssen zwischen Katz auf dem Tisch und größerem Haus. Er hat dann leider die Katz verkauft. Und ja, schade, ne? Schade. Ja, er kann mir leider kein Geld geben, aber ich soll's rumzeigen. Gemälde! Hoppla. Kauf Gemälde, kauf Gemälde, kauf Gemälde! Entschuldigung. Kurzzeitiger Tick von mir. Okay, jetzt warten wir nochmal hier, bis das Hühnchen wieder zurückgewackelt ist oder so durchsteht. Und hey, hör auf dich zu bewegen. Jetzt habe ich auf jeden Fall in Loire hier nochmal ein Bild am Brunnen gemacht. Boah, hoppla, Entschuldigung. Hab gerade eben gegessen und anscheinend bin ich sehr satt. Was ist mit dir? Komm her, du. Danke, hat sich Loire gut entwickelt. Ja, das sieht man, das lässt sich auch sehr hier. Okay, ins Hotel muss ich jetzt nicht unbedingt. Moment, Hotel war doch Lucien, oder? Ja, tatsächlich, Lucien. Okay, der sagt immer noch dasselbe, wie er auch im alten Loire gesagt hat. Ja, das hatten wir auch schon. Ja. Der König wird natürlich von alle gehasst, wie es schon gesagt hat, ist schon klar. Und wir werden auch noch erfahren, wer der König gekillt hat. Zack. Bam, bam. Was ist mit dir da? Warum ein Mädel und warum ein Mädel und ein Pinguin? Okay, tja, das freue ich mich auch, denn geht's anscheinend immer noch durch den Kopf. Was die Frado aber gesagt hat, ach Gott, und unser Hund hier ist ganz schön arrogant war, wenn ich mir den so angucke. Hallo? Auf einer kleinen Insel im Norden lebt ein sehr reicher Mann. Danke für die Info, also so ein reicher Brite, ne? Ja, zudem werden wir auf jeden Fall noch gehen, um die Entwicklung von Loire voranzutreiben, definitiv. Was ist das hier? Ah, ein Orakel. Erstklassige Sterndeutung, Wahrsager. Nö, heute mal nicht. Heute mal nicht. Ah, servus. Ich bin der Ackermann Heinz. Guck mal die Entwicklung von der Städte an. Der Schlüssel zu seinem Erfolg ist die Unterstützung von der Wirtschaft. Der internationale Handel wird die Zukunft von der Stadt prägen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt so richtig entfalten. Die Wachstumsrate von der Stadt beträgt destilbische 40%. Echt? Was mit dir?
Ja, ist toll. Ich glaube nicht, dass Louis genauso gut gewesen wäre. Nee, der Lotta Louis und so, nee. Und ich weiß definitiv, dass es doch nicht wirklich gut gewesen wäre. Da wäre Loire einfach stagniert. Ein schwerreicher Mann lebt auf einer kleinen Insel im Norden. Er ist sehr großzügig und interessiert sich für Kunst. Okay, jetzt wissen wir sogar noch ein bisschen mehr über den Mann. Und uns hat ja ein aufstrebender Künstler, ein Gemäldegeber. Möchtest du mit Mutter, Mama sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Ja, das hatten wir schon. Die ist jetzt abgegradet worden. Endlich frei, das ist gut. Oh ja. Ja, du hast auch verdient, die Freiheit zu erleben, Mütterchen. Und was ist mit dir? Ja, wenn jetzt genug Platz ist, deswegen habe ich mein eigenes Zimmer. Ja, und die Frau, die schläft hier, indem sie an den Tisch rennt, wie es aussieht. Tja, was ist mit dir? Louis hilft uns schon, ist kein Trinker mehr. Schade. Jede Stadt braucht einen Säufer von Spitzenklasse. Man merkt, dass die Stadt auch ohne einen Gömmel nicht auskommt. Allerdings, mein Freund. Jean, hallo, Lotta Louis? Ignoriere mich nicht, Lotta Louis, sprich mit mir. Jean hat mich gebeten, ihm zu helfen. Wir haben viel Spaß. Ich will nicht wissen, was ihr im Bäuermeisteramt so macht, aber danke für die Info. Hier geht. Hallo, wie gefällt dir das wiedergeborene Loire? Es steht uns auch viel Arbeit bevor. Ich werde weiter studieren. Wirtschaft, Kultur, soziale Einrichtungen, etc. pp. Okay, da aber pennen die Jungs anscheinend in einem Bett. Ja, Egalität und so. Und Fraternität vor allem. Wie sieht's dann mit dir aus, Kerler? Prinzessin Melina wirst seitdem vermisst. Vielleicht hat Melina den König ermordet. Ja, wer weiß. Das Volk munkelt schon. Was mit dir? Erfrischend und super lecker und verdammt entspannend. Ich habe einen neuen Wein. Willst du mal probieren? Ja, ich bin bereit, ihn zu testen, aber wird er auch schmecken? Ja, aber sicher. Das ist ein Qualitätswein. Genieß ihn. Ja, die gelbe Plörre ziehen wir uns Morai, aber leider schmeckt sie zum Kotzer. Wie? Schmeckt er dich? Das kann ich überhaupt nicht erklären. Ist ja nur zu 20% Frostschutzmittel. Wenn du noch sehen kannst, ist das ein großer Erfolg. Wie sieht's jetzt aus? Ich entkorke gerade meine älteste Jahrgang. Willst du mal probieren? Ja, ich bin bereit, ihn zu testen, aber wer das schmecke? Ach, aber sicher, das ist ein Qualitätswein. Genieß ihn. Da wieder so gelb wie Plörre. Ja, leider ist es jetzt schon Apfelessigwoche. Nicht so gut, ne? Ja, schmeckt ja nicht, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich benutze ihn doch immer nur, um Salat anzumachen. Oh Mann, wie sieht's jetzt aus? Ich entkorke gerade meine älteste Jahrgang. Willst du probieren? Der Desmol ist aber wirklich gut. Oder ich hab's satt zu kotzen. Ich hab jetzt schon 3 Kilo abgenommen wegen dir, Kerl. Ah, aber sicher, das ist Qualitätswein. Genieße ihn. Wir sind wahre mutig, und? Geil, lecker. Und? Was? Er war gut? Wie er an seinem eigenen Produkt zweifelt, ne? Das Säckel. Super, das hätte ich nicht gedacht. Er ist aus Äpfeln hergestellt. Hier, nimm meine Flasche. Er hält Wein. Sehr schön, jetzt haben wir was, um der Kummer zu ersäufen, wenn uns da noch ist. Das ist hervorragend. Und wie sieht es dann da hinten aus? Okay, da hinten ist keiner. Sehr schön. Okay, von der Weinkellerei mache ich jetzt auch mal ein Bild, einfach weil es so gut getan hat und weil ich nur 2-mal gekotzt habe. Wie sieht es dann hier aus? Ah, die Nettie. Was auch immer geschieht, wir werden nie für die Masse produzieren. Dummi Sup. Okay, die schaffen immer noch Wasser. Die Stadt, wo ich doch mal leben, blieb gleich. Oh, wie langweilig. Und? Vielleicht werde ich auch bald kündigen. Mit dir? Selbst nach dem Tod des Gärtners fertigt Mademoiselle Nettie teure Kleidung an. Keiner will teure Kleidung kaufen, der Laden wird zugrunde gehen. Quel dommage. Ich bin Marie. Du reist viel? Dann hätte ich eine Bitte an dich. Willst du mir zuhören? Ja, was kann ich ja dann tun? Schöne französische Frau. Ah, merci. Ich habe ein paar meiner Stücke. Ihr verkauft die Mode in einer anderen Stadt. Sie soll bekannt werden. Kann ich dich um dieser Gefallen bitten? Klar, ich nehme da Kostüme mit. Oh, wirklich? Oh, merci, merci. Ah, geil, Kostüme. Die sehen zwar ein bisschen aus wie Flanellhemd, aber wir nehmen sie mal trotzdem mit. Okay, vielleicht gefällt es ja irgendjemand in einer
Andere Stadt, das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall nicht in Ahola, so viel kann ich gleich sagen. Ah, hallo Croissant, Mann. Ist ja eine frische Croissant, das ist $10 pro Stück. Ah jo, wow, das sieht aber lecker aus, ich nehme mal eins. Bon Appetit. Dir scheint es ja zu schmecken. Nach wie vor, ja, auf jeden Fall. Französische Croissants sind einfach geil. Ich habe am Wettes in die Loire genommen. Die Menge hätte ich geschafft. Das Tempo bei mir aber zu hoch. Ah, na. Das nenne ich Körperbeherrschung. Andere hat gekotzt, mein liebe Frau. Ja, das sind wir schon. Pierre hat so ein Ding namens Kamera erfunden. Warum heißt das Ding Kamera? Bitte lächeln. Ich will dir deine Seele rauben. Zack. So. Von der schönen junge Frau machen wir natürlich Bilder. Das lockt die Touristen an. Und apropos Touristen. Tourist. Ey, wie sehr fotografierst du gerne? Darf ich sehen? Du scheinst die Fotos nicht zu haben. Komm bitte wieder. Ja, weil ich halt nur von Loire Bilder hab, ne? Ich lasse den Reisebericht eines Mannes namens Eddie. Vielleicht sollte ich auch reisen. Ja, Luran ist auch so einladend, vor allem um die Jahreszeit. Das ist très bien, mein Freund. Ich würde da definitiv dazu raten. Besuch mal Luran, das macht Spaß. Wenn Hedin nicht gerade Ausgrabung oder so organisiert. Naja, wir schauen mal. Wie sieht's da mit dir aus hier, Jennifer? Marie, eine begabte Näherin, arbeitet für Mademoiselle Nedi. Die fiese Mademoiselle Nedi behandelt das arme Mädchen sehr schlecht. Ja, das kann ich auch nicht befürworten, sowas. Hallo, was ist mit dir, lustiger Mann? Ich dachte darüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ein tüchtiger Grundstücksmakler kann ja einen reichen Mann werden. Ja, durchaus. Vor allem, wenn er die Leute abzockt, kann doch ordentlich was aus dir werden, mein Lieber. Und was ist mit dir? Ich würde gerne ein Möbelgeschäft in dieser Stadt eröffnen. Ja, dann tut euch doch mal zusammen jetzt, wie Makler und Möbelgeschäft. Ja, das könnte was werden. Der Ende verkauft die Grundstücke und die Häuser und die andere riecht's Ei. Klingt doch noch eine gute Idee, oder? Jo, jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar Bilder von Loire gemacht. Und wir haben uns angeguckt, wie die Stadt sich entwickelt hat. Was ich persönlich auch sehr cool finde. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das soll mal für die Episode genügen. Und ich gehe jetzt nochmal in den Speicherraum und speichere eine Runde ab. Und jo, dann würde ich doch glatt sagen, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, ihr liebe Leute. Moment, da gehe ich auf jeden Fall noch raus. Auf die Weltkarten möchte ich noch. Jan, jetzt aber. Yankee!